Moin! Hörst du, was ich höre? Wie Sprachen gehört, gefühlt und beurteilt werden. Von Eulen und Nachtigallen. Italienisch ist die schönste Sprache der Welt. Deutsch klingt hart. Französisch klingt elegant, romantisch und kultiviert. Niederländisch klingt wie eine Halskrankheit. Australier klingen gewöhnlich. Chinesisch ist total exotisch und seltsam. Dänisch ist ein Sprachfehler. Jiddisch ist süß und drollig. Von Eulen und Nachtigallen. Ja, das sind nur ein paar von vielen Aussagen, die ich im Laufe meines Lebens gehört habe. Ein Leben voller Faszination und Liebe für Sprachen. Ich selbst habe solche pauschalen Vorstellungen über Sprachen nicht im Kopf. Oder besser gesagt, nicht mehr. Aber ich verstehe, warum andere sie haben. Ich beurteile das nicht. Ich hoffe nur, ein bisschen Licht auf die Vorgänge zu werfen, die dahinter stecken. In dieser Einführung betreten wir ein interessantes und vielleicht auch heikles Terrain. Warum heikel? Weil es um subjektive Wahrnehmung geht. Es berührt nicht nur die Soziolinguistik, sondern vor allem die Psycholinguistik. Falls du nicht genau weißt, was diese beiden Fachbegriffe bedeuten, wirst du es wahrscheinlich besser verstehen, wenn du weiter dabei bleibst. Ich habe zwar eine akademische Ausbildung in Linguistik hinter mir, bin aber weder Soziologe noch Psychologe. Deshalb gleich vorweg Entschuldigung an alle Soziologinnen und Psychologen, die zuschauen. Aber falls du selbst keine dieser Fachverständnisse hast, keine Sorge, wir bleiben schön mit beiden Füßen auf dem Boden. Wie du sicher schon gemerkt hast, geht es hier um vorgefasste Meinungen. Genauer gesagt um die Art und Weise, wie Menschen andere Sprachen wahrnehmen. Aber auch davon solltest du dich nicht abschrecken lassen. Wir alle nehmen ständig Dinge wahr und bewerten sie. Und wie wir das tun, hat viel mit unserer persönlichen Prägung und Erfahrung zu tun. Mit anderen Worten, es fällt uns Menschen generell schwer, etwas wirklich objektiv zu beurteilen. So sind wir einfach gestrickt. Ich werde also nicht mit dem Finger auf irgendeinen von euch zeigen und ich versuche nicht zu urteilen. Wie alle anderen Menschen habe auch ich meine eigenen Vorstellungen und emotionalen Reaktionen, nicht nur in Bezug auf Sprachen. Andererseits will ich das Thema auch nicht einfach abtun mit dem Spruch, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Denn meiner Meinung nach geht's hier um mehr als nur um Geschmack. Du kennst sicher den Spruch, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und du verstehst wohl auch, was damit gemeint ist. Meistens beziehen wir das auf Äußerlichkeiten, manchmal auch auf Musik und Stimmen. Und genau so kannst du das auch auf Sprachen anwenden. Im Niedersächsischen, also im Plattdeutschen, gibt's ein schönes Sprichwort. Was denn ein sin Uhl, ist denn Anna sin Nachtigall. Auf Hochdeutsch etwa, was für den einen eine Eule ist für den anderen eine Nachtigall. Ich finde, das passt ziemlich gut. Schließlich geht's hier ja in erster Linie um Klang. Also werfen wir doch mal einen Blick auf die bunte Welt von Eulen, Nachtigallen und anderen geflügelten Wesen, die uns begegnen, wenn wir Sprachen hören, einordnen und manchmal sogar beurteilen. Fast alle Menschen lieben ihre Muttersprache, auch wenn sie bestimmte Varianten oder Sprechweisen darin angenehmer finden als andere. Ganz anders sieht es oft bei anderen Sprachen oder Dialekten aus. Da vergleicht man automatisch mit dem, was man kennt, mit der eigenen Sprache oder einem vertrauten Dialekt. Und von diesem Ausgangspunkt aus wird dann beurteilt, was fremd wirkt und was man damit verbindet. Bevor wir uns gleich mit den Feinheiten beschäftigen, schauen wir uns kurz eine extreme Form negativer Sprachwahrnehmung an. Vielleicht hast du schon mal erlebt, wie jemand sich über Menschen aufregt, die eine fremde Sprache sprechen,
Nicht unbedingt in der Öffentlichkeit, sondern auch privat miteinander. Oft hört man dann Sätze wie, die sollen gefälligst Deutsch reden. In den meisten Fällen steckt dahinter blanke Fremdenfeindlichkeit. Dazu kommt manchmal die diffuse Angst, dass über einen heimlich geredet wird. Ein Gefühl, das übrigens auch manche haben, die nicht voll fremdenfeindlich denken. Aber es geht auch in die andere Richtung, wenn auch seltener. Ich wurde schon außerhalb Europas von Leuten angeflirtet, die meinen Akzent oder meine Mehrsprachigkeit charmant oder sogar sexy fanden. Kommen wir nun von allgemeinen Sprachvorurteilen zu spezifischeren Eindrücken über bestimmte Sprachen. Mit dem Unbekannten umgehen. Klang. Es scheint menschlich zu sein, sich von Unbekannten erst einmal herausgefordert zu fühlen. Wenn wir es nicht gleich ablehnen, versuchen wir es irgendwie einzuordnen, und zwar im Vergleich zu dem, was wir schon kennen. Dabei filtern wir unsere Wahrnehmung und konzentrieren uns auf das, was uns fremd vorkommt. Genau diese Merkmale stechen dann heraus und prägen unseren Gesamteindruck. Und wenn wir sonst keinen Kontext haben, also nichts über die Kultur oder die Struktur der Sprache wissen, dann beurteilen wir sie nur nach diesem Klangbild. Beim ersten Hören beschreiben wir eine Sprache vielleicht als melodisch, abgehackt, weich, kratzig, nuschelnd oder ähnliches. Dann fallen uns einzelne Laute und Lautfolgen auf, die uns besonders fremd erscheinen. Um sie zu verstehen, vergleichen wir sie, bewusst oder unbewusst, mit Lauten aus unserer eigenen Sprache. Vertraut, aber irgendwie fehlerhaft. Die erste Fremdsprache, mit der ich als Kind in Berührung kam, war Englisch. Genauer gesagt britisches Englisch. Wir lebten in der britischen Besatzungszone im Nachkriegsdeutschland. Und ich fand diese Sprache faszinierend. Ich konnte es kaum erwarten, sie in der Schule zu lernen. Sie klang irgendwie vertraut und gleichzeitig fremd. Ihr Rhythmus und die Diphthonge erinnerten mich an unser heimisches Plattdeutsch. Aber da gab es auch viele Laute, die ich noch nie gehört hatte. Besonders auffällig waren das merkwürdige Retroflexe R und das lispelnde TH. Anfangs hielt ich das TH tatsächlich für einen Sprachfehler, aber dann merkte ich, dass es im Englischen auch S und Z gab, die mit dem TH abwechselten. Also kein echtes Lispeln. Es war ganz schön harte Arbeit, die alle auseinanderzuhalten, aber mir gefiel die Herausforderung. 2 Dinge im Englischen finde ich übrigens bis heute knifflig. Erstens die Endung THS in Wörtern wie Cloths, Tücher. Das ist für mich ein echter Zungenbrecher. Und zweitens die Sache mit der Endverhärtung. Im Westgermanischen, also auch im Deutschen, Niederländischen und anderen, werden stimmhafte Konsonanten am Wortende nämlich stimmlos gesprochen. Im Englischen ist das aber nicht so. Ich musste also lernen, had und hat klar zu unterscheiden. Und manchmal passiert mir da auch jetzt noch ein gelegentlicher Ausrutscher. Nuschelige Laute nördlich der Grenze. Ich erinnere mich, wie Leute in Deutschland oft meinten, Dänisch klinge irgendwie merkwürdig. Manche machten sogar alberne Bemerkungen und nannten es einen Sprachfehler. Gleichzeitig fanden sie aber einen dänischen Akzent im Deutschen irgendwie niedlich. Weil ich mich schon als Kind leidenschaftlich für Sprachen interessiert habe, wollte ich unbedingt hören, wie Dänisch wirklich klingt. Und ja, beim ersten Hinhören fand ich es tatsächlich seltsam. Voller lallender, weicher Laute, die ich zunächst für unser deutsches L hielt. Und merkwürdige kleine Hickser mitten in den Vokalen. Es klang für mich fremd, aber auf eine spannende Weise. Ich wollte mehr wissen und ich wollte diese Sprache unserer nördlichen Nachbarn lernen. Dieses vermeintliche L entpuppte sich als ein interdentaler Approximant, meistens als D geschrieben. Und der Hickser war der sogenannte Stö,
Eine Art weicher Knacklaut oder knarrende Stimme, die im Dänischen bedeutungsunterscheidend ist. Es hat eine Weile gedauert, bis ich das hinbekommen habe. Ich fand es zwar immer noch komisch, aber dann passierte etwas. Ich hörte mir eines Abends 1 Stunde lang eine Radiosendung an, in der dänische Schauspieler Märchen vorlasen. Und plötzlich verliebte ich mich in den Klang des Dänischen. Der var engang en sommerdag for længe siden, hvor hvedemarkerne stod gyldne, havren grøn og høet var rejst i stakke på engene. Omringet af skove og søer stod en pragtfuld gammel herregård. Denne sommer var skrabbebladene vokset så store, at de næsten skjulte synet af vandet. I skrabbebladenes skjul lå en andemor på sin rede, i sikkerhed fra væsler og den listige ræv. Südländische Lieblichkeit. Ich bin in den 1950er Jahren aufgewachsen, als Italien im Norden total im Trend lag. Dreifarbiges Eis, Kerzenwachs auf Chianti-Flaschen, sonnige Landschaften auf Tapeten und der Klang des Italienischen in wunderbaren Nachkriegsfilmen und Liedern. Insgesamt entstand ein romantisches, positives Bild. Und dieses Bild übertrug sich auch auf die Sprache. Das typische Konsonant-Vokal-Konsonant-Vokal-Muster mit Wörtern, die fast alle auf einen Vokal enden, und Konsonanten, die kurz oder lang sein können, klang einfach wunderbar. Manche Sprachwissenschaftler vermuten, dass dieses Konsonant-Vokal-Konsonant-Vokal-Muster etwas Urzeitliches hat und daher als besonders angenehm empfunden wird. Natürlich lag es nicht nur an den Lauten. Die positiven Bilder vom sonnigen Urlaubsland Italien voller lebensfroher Menschen und leckerem Essen haben das Hörerlebnis noch verstärkt. Ah, che bello! Als Teenager stieß ich auf ein Gedicht von Aldo Palazzeschi über einen kranken Brunnen, La Fontana Malata, und war begeistert vom Kontrast zwischen dem sprudelnden, stotternden Wasser und dem fließenden Klang der italienischen Sprache. Glop, glop, gloffet, gloppet, gloppet. E giù, nel cortile, la povera fontana malata. Che spasimo! Sentirla tossire. Tossisce, tossisce, un poco si tace. Di nuovo, tossisce. Mia povera fontana, il male che hai, il cuore mi preme. Si tace, non getta più nulla. Si tace, non sode rumore di sorta, che forse sia morta? Orrore! Ah no, rieccola, ancora tossisce. Clof, clop, clop, cloffet, cloppet. La tisi l'uccide. Dio santo, quel suo eterno tossire mi fa morire. Un poco va bene, ma tanto che lagno. Ma, vabbè, Vittoria, andate, correte, chiudete la fonte, mi uccide quel suo eterno tossire. Andate, mettete qualcosa per farla finire, magari morire. Madonna, Gesù, non più, mia povera fontana, col male che hai, finisci, vedrai, che uccidi me pure. Clop, 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 cloppet, cloppet, clop. Echos aus der Weite. Anfangs hatte ich mich vor allem mit indoeuropäischen Sprachen Europas beschäftigt. Doch dann wagte ich mich an eine uralische Sprache, Finnisch. Später, im Erwachsenenalter, kannte ich eine Frau, die Deutsch, Englisch, Hebräisch und ein bisschen Französisch konnte. Sie meinte, Finnisch und Ungarisch seien hässliche Sprachen.
Als ich nachfragte, warum, stellte sich heraus, sie konnte es einfach mit nichts vergleichen, das sie kannte, und lehnte sie deshalb als hässlich ab. Bei mir war es genau andersherum. Das Unbekannte lockte mich an und ich verliebte mich ziemlich schnell in das Finnische. Ich mochte die agglutinierende Grammatik, das Spiel mit langen und kurzen Vokalen und Konsonanten, den Ratata-Rhythmus, die klar ausgesprochenen, sich harmonisch ergänzenden Vokale und vor allem die fast perfekte lautgetreue Schreibung. Das Finnischlernen war anspruchsvoll, aber gleichzeitig auch interessant und beruhigend. Beruhigend wie diese klagenden alten Volkslieder, die wie ein Echo aus der Weite Westsibiriens klingen, in der die uralischen Sprachen angeblich ihren Ursprung haben. Auch wenn ich nicht besonders weit gekommen bin, war das Lernen eine wertvolle Erfahrung. Ich habe strukturelle Klarheit solcher agglutinierender Sprachen schätzen gelernt, in denen ein einziges langes Wort das ausdrücken kann, wofür man in indoeuropäischen Sprachen manchmal einen ganzen Satz braucht. Und das wiederum hat mir den Weg zu den Turksprachen eröffnet, die ganz ähnlich aufgebaut sind. Plötzlich lag vor mir ein reich gemusterter Teppich von Sprachen von Osteuropa bis Ostasien. Mä ajattelin taas kertoa tästä laulusta ensin vähäsen, mutta jos sä haluat hypätä suoraan kuuntelemaan sen laulun, niin videon kuvauksesta löytyy aikaleimat. Venehellä soutelen on erityyppinen laulu kuin Ketolan Jukka. Tässä ei kerrota mitään kovin selkeää tarinaa, vaikka tästä saakin jonkinlaisen käsityksen siitä, missä olosuhteissa laulu on kenties kirjoitettu. Mit dem Unbekannten umgehen. Sinnbilder. Bisher habe ich darüber gesprochen, wie wir Sprachen und Dialekte hören, also unsere Klangwahrnehmung. Oft handelt es sich dabei um Sprachen, über die wir ansonsten wenig oder gar nichts wissen. Meistens ist das aber nicht der Fall. In der Regel kennen wir nämlich auch etwas über die Menschen, die diese Sprache sprechen, ihre Kulturen, ihre geografische oder politische Lage. Und all diese Eindrücke beeinflussen unser Gesamtbild. Kurz gesagt, neben dem reinen Klang entstehen in unserem Kopf auch Bilder, gedankliche Vorstellungen, geprägt von Klischees, Medien und Erfahrungen. Diese Vorstellungen führen fast zwangsläufig zu Verallgemeinerungen und ja, auch zu Vorurteilen. Interessanterweise können diese inneren Bilder sogar beeinflussen, wie wir die Klänge selbst hören und wie wir die Menschen wahrnehmen, die sie sprechen. Nicht lange her sagte eine angeblich gebildete Amerikanerin zu mir, also ich nehme an, Sie sind mit dieser harten Sprache, dem Deutschen, aufgewachsen. Mir wurde schnell klar, dass sie, wie so viele weltweit, vom lang gepflegten Medienbild des Deutschen als Nazisprache beeinflusst war. Verstärkt wurde dieser Eindruck durch bestimmte lautliche Merkmale des Deutschen, den Knacklaut vor anlautenden Vokalen, die Endverhärtung bei Konsonanten und natürlich die berühmten, vermeintlich rauen Reibelaute. Aber diese Merkmale gibt's in anderen Sprachen auch, zum Beispiel im Niederländischen, Hebräischen oder Jiddischen. Nur haben diese Sprachen ganz andere Images. Niedrigkeit, Verlust und Sehnsucht. Ich habe eine Verwandte, die Plattdeutsch, also die Sprache der meisten unserer Vorfahren, regelrecht verabscheut. Sie spricht es nicht, versteht es auch nicht. Für sie klingt es nach Unterschicht, nach Hafenarbeitern und Landbewohnern. Sie bemüht sich, das höchste Hochdeutsch zu sprechen, was sie für gesellschaftlich und beruflich vorteilhaft hält. Wahrscheinlich hat sie damit sogar recht. Gleichzeitig schwärmt sie für französische Kultur und Sprache, die für sie für Eleganz und Raffinesse stehen. Ich dagegen liebe und verteidige das Plattdeutsche, die Sprache unserer Vorfahren, die mir die verstädterte Elterngeneration eigentlich vorenthalten wollte, weil man Plattdeutschkenntnisse damals für laufbahnhemmend hielt. Französisch finde ich durchaus interessant, aber nicht mehr oder weniger als andere Sprachen auch.
In den frühen 1970ern habe ich in Israel deutschstämmige Jüdinnen und Juden kennengelernt, die Jiddisch als sprachlich minderwertig und irgendwie peinlich empfanden. Für sie war das so eine Art schlechtes Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Als ich einem von ihnen sagte, dass seine Vorfahren vermutlich Westjiddisch gesprochen hatten, winkte er ab. Das war damals. In seinen Augen war Jiddisch ein Symbol für osteuropäisch-jüdische Rückständigkeit. Und ich habe sogar einen Muttersprachler getroffen, der ähnlich dachte. Wenn du dir populäre amerikanische Bücher über Jiddisch anschaust, findest du oft genau dieses Bild. Niedlich, drollig, wie ein Dialekt zum Schmunzeln, nicht als Sprache für Literatur, Philosophie und schieres Überleben. Genau das passiert auch oft mit Plattdeutsch. Beiden Sprachen wurde zudem immer wieder der baldige Tod prophezeit und trotzdem leben sie weiter. Und dann ist da ein Freund von mir, für den Jiddisch der schönste Klang der Welt ist. Warum? Weil es die Sprache seiner Großeltern war. Eine Sprache, die seine Eltern untereinander heimlich gesprochen hatten. Nach dem Schlaganfall seiner Großmutter konnte sie plötzlich kein Englisch mehr und er konnte sich nicht mehr sprachlich mit ihr verständigen. Dieses Schweigen verfolgt ihn bis heute. Der verlorene Kontakt hat bei ihm eine Sehnsucht hinterlassen, die die Sprache idealisiert. Für ihn ist Jiddisch nicht einfach eine Sprache. Es ist ein Wiegenlied, an das er sich kaum noch erinnert. Ja, ich habe noch einen Bruder, älteren. Wir gewachsen in der jüdischen Sprache, bei uns alle sind Jiden. Wir sind von der Seite ist von der russischen Sprache, bei ihm gewesen sieben Kinder. Und der Seite gewesen der Mensch, wo wir allemal gewählt haben, wir reden auf Jiddisch und er übergegeben allem anderen und will bis ein Tag nach Hof bis 120 oder 150 Minuten nach lang mit dem Reden auf Jiddisch. Dave, ich kann mich erinnern, was eins gut, reipe er noch durch die drusige Düsternis, kein ander. So weit was da dafür noch nie nicht kom. Dat eins gut ward, dat hasin Gott unter deine Omi in einsten to secht. Und denn is sei jämmerlich an Krebs gestorben. Nu he voll wussen is, da glaubt nicht mehr an den Slachsnack. Wat eins gut, ha, tün Kram. Grölt he vertwiebelt und gallig, kloppt mit de Füßt ob dat Stürrad und stiert ob die glinsterige Teierstraat, die ihm Schiens obsugen will. Und dann kommt mit mal dat gräsig grelle Licht um de Böe. Das Biest und die Schönheit. Im Westen verbinden viele Menschen Arabisch mit Fremdheit, Konflikt oder Extremismus. Das hat nichts mit der Sprache selbst zu tun, sondern mit Politik und mit Erinnerungen an die Kreuzzüge. Viele Menschen verbinden Arabisch nur mit dem Islam, obwohl auch zahlreiche Christen, Juden und andere Gruppen Arabisch als Muttersprache haben. Jahrzehntelange Medienbilder, Kriege und kulturelle Distanz haben dazu geführt, dass Arabisch für manche bedrohlich klingt. Dabei ist Arabisch auch die Sprache von Lyrik, Gebet und jahrhundertelanger Gelehrsamkeit. Und die Schrift finde ich persönlich besonders anmutig. Ich habe Leute zusammenzucken sehen, wenn eine Koransure rezitiert wurde. Einfach nur, weil sie so konditioniert waren. Aber wenn du dich mal wirklich darauf einlässt, hörst du vielleicht etwas ganz anderes. Melodische Rhythmen, spirituelle Tiefe, eine große Schönheit. Ich erinnere mich gern an palästinensische Feiern, wo bis spät in die Nacht uralte Balladen vorgetragen wurden, mit Stimmen, die aufstiegen, innehielten, lachten. Und ich werde nie den Klang des Gebetrufs in Jerusalem, Istanbul und Sarajevo vergessen, gleichzeitig beruhigend und belebend. Für mich gehört das zu den schönsten Lauten der Welt. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Schreibblockade, Leseblockade, Denkblockade. Ich habe schon oft gehört, wie englischsprachige Menschen über andere Sprachen sagen, it's a phonetic language. Phonetische Sprache? Was soll das heißen? Jede gesprochene Sprache ist phonetisch, sonst wäre sie ja nicht sprechbar. Gemeint ist meistens, dass die Schrift die Aussprache recht logisch widerspiegelt, anders als im Englischen, wo die Rechtschreibung seit dem 15. Jahrhundert festhängt und ein ganzes Leben zum Erlernen braucht. Gesprochene und geschriebene Sprache hängen zwar zusammen, sind aber zwei verschiedene Systeme. Leider schreckt viele das Schriftsystem von Sprachen ab, die sie eigentlich lernen möchten. Ein fremdes oder kompliziert wirkendes Alphabet wird oft gleichgesetzt mit einer unlernbaren Sprache. Ich kannte jemanden, der sich jahrelang nicht ans Russischlernen wagte, nur weil ihn das kyrillische Alphabet einschüchterte. Ich habe ihm gewettet, dass ich es ihm an einem Tag beibringen kann. Das habe ich auch getan. Ich kenne auch praktizierende, nicht-orthodoxe Jüdinnen und Juden, die nie Hebräisch lesen gelernt haben, weil sie sich eingeredet hatten, das sei zu schwer oder gar unmöglich. Und jedes Mal war nicht die Sprache das Problem, es war die Angst. Angst und mangelndes Selbstvertrauen. Durch die letzte Barriere. Wenn es eine Sprache gibt, oder besser gesagt eine Sprachfamilie, die die Kluft zwischen dem, was wir hören, sehen und uns vorstellen, am besten symbolisiert, dann ist das wahrscheinlich Chinesisch. Lange Zeit hatte ich überhaupt keine Vorstellung, wie Chinesisch eigentlich klingt. Manche Leute machten alberne und wahrscheinlich rassistische Ching-Chong-Laute und zogen Schlitzaugen, um sich über eine weit entfernte, angeblich rätselhafte Kultur lustig zu machen. Es war eher eine Vorstellung als eine echte Sprache. Exotisch, fremd, irgendwie geheimnisvoll. Die Schriftzeichen wirkten wie Bilder aus einer anderen Welt. Man sagte, Chinesisch habe Töne, dass ein und dasselbe Wort 4 Bedeutungen haben kann, je nachdem, wie man es betont. Das hat mich anfangs völlig überfordert. Als ich dann endlich echtes Chinesisch hörte, war es ganz anders als erwartet. Irgendwie mehr und weniger zugleich. Mandarin hatte eine sanfte Rhythmik, runde Vokale, elegante Tonhöhenverläufe und manchmal plötzliche Tonwechsel. Es klang klar und strukturiert, fast diszipliniert, aber nicht musikalisch im westlichen Sinn, auch nicht monoton. Es war fokussiert, anders. Später hatte ich das Glück, Mandarin als gesprochene Sprache zu lernen, zusammen mit der Standardschriftsprache und dem klassischen Chinesisch. Vieles, was mir zuerst exotisch schien, war einfach nur eine andere Lautstruktur und Betonungssystematik. Die Sprache hat zwar nur eine begrenzte Anzahl von Silben, aber durch die 4 Töne, 5, wenn man den neutralen Ton mitzählt, entsteht eine komplexe Schichtung von Bedeutung. Ich spürte mehr und mehr, wie sehr diese Sprache in der Bewegung lebt. Nicht nur im Klang, sondern auch im Denken. Und das machte sie schön. Ich lebte eine Zeit lang als Student in China, lernte die Sprache im Alltag kennen und machte sie teilweise zu meiner eigenen. Und ich bekam einen kleinen Einblick in die Vielfalt der Sprachen und Kulturen innerhalb dieses riesigen Landes. Aber der Klang ist nur ein Teil des Ganzen. Für viele erweckt Chinesisch sofort bestimmte Bilder, positive wie negative. China wird oft als kulturell reich, aber politisch bedrohlich wahrgenommen, als Quelle alter Weisheit, aber auch als moderne Gefahr. Dieses Gemisch aus Furcht und Ehrfurcht färbt unweigerlich das Bild der Sprache. Wie ich schon sagte, ich habe Leute erlebt, die Chinesisch parodieren, ohne je ein Wort davon gehört zu haben, mit Fantasiesilben und Gelächter.
Was sie verspotten, ist nicht die Sprache, es ist ihr eigenes Zerrbild davon. Und das sagt mehr über sie als über Chinesisch. Andererseits habe ich auch Leute getroffen, die Chinesisch geradezu verehren, als Gefäß uralter Weisheit, voll tiefer Poesie. Auch das ist ein Zerrbild, nur mit umgekehrtem Vorzeichen. Ich selbst habe in der chinesischen Sprache Präzision, Effizienz und beeindruckende Poesie gefunden. Chinesische Dichtung lebt oft von Verdichtung, von Tonspielen, von Homophonen, von visuellen Andeutungen in den Zeichen. Einmal las ich ein Tang-Gedicht laut vor mich hin und fragte mich, was ein zufälliger Passant wohl hören würde. Vermutlich keine schöne Lyrik, sondern nur eine fremdartige Tonfolge. Für mich aber hatte es emotionale Tiefe. Ich sprach einen Gedanken über Jahrhunderte hinweg von einem Ende Eurasiens zum anderen. Und die Schrift fügt noch eine ganz neue Dimension hinzu. Anfangs empfand ich sie als Hürde, mit der Zeit wurde sie zu einer verehrten Kunstform. Die Zeichen sind nicht einfach Symbole, sie tragen kulturelle und klangliche Erinnerungen. Manche bewahren bis heute ihren alten Formen und Bedeutungen. Sie verankern Sprache nicht nur im Klang, sondern auch in Zeit und Raum. Keine andere Sprache hat mich so sehr spüren lassen, wie unterschiedlich Gehörtes und Gemeintes sein können. Im Chinesischen spiegeln sich Bild und Klang gegenseitig, manchmal verzerrt, manchmal klärend. Dieser Spiegel hat mir auch meine eigenen Filter vor Augen geführt, meine Annahmen, meine Projektionen. Wenn wir Chinesisch hören, hören wir dann wirklich die Sprache oder hören wir nur uns selbst? 茅屋为秋风所破歌，唐·杜甫。8月秋高，风怒号，卷我屋上三重茅。毛飞渡江洒江郊，高者挂卷长林梢，下者飘转沉塘坳。 Von Befangenheit zur Wertschätzung. Sprachen sind nicht nur Verständigungsmittel, sie spiegeln auch, wie wir andere sehen und wie wir uns selbst sehen. Chinesisch zeigt das besonders deutlich, den Abstand zwischen Klang, Schrift und Vorstellung. Aber je genauer wir hinhören, nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit dem Verstand, desto kleiner wird dieser Abstand. Und in diesem Raum entsteht etwas Neues. Nicht nur Verständnis, sondern Verbindung. Weniger Angst vor dem Unbekannten. Mehr Wertschätzung für jede Sprache als kostbares Geschenk. Zum Schluss mit dem Herzen hören. Letztendlich hören wir nicht nur mit den Ohren, wir hören auch mit dem Herzen und mit dem Kopf, geprägt von unseren Erfahrungen, unserer Kultur, unseren Gefühlen. Sprache ist Klang, ja, aber auch Erinnerung, Identität, Zugehörigkeit, manchmal auch Ablehnung. Wir dürfen nie vergessen, dass Sprache Ausdruck von Kultur ist und zugleich mitformt, wie wir die Umwelt wahrnehmen. Ich wünsche mir, dass dich dieses Stück einlädt, dir bewusst zu machen, warum dich bestimmte Sprachen auf bestimmte Weise berühren. Es geht nicht darum, alles gleich toll zu finden, sondern darum, ein bisschen tiefer zu lauschen und ein bisschen weniger rasch zu urteilen.